Neue Fälle für Miss Marple. Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns heute einen schönen Nachtisch mitgebracht hat. Hallo Wolfram, auf was für einen Nachtisch freust du dich denn? Wir sind ja bei 4 neue Fälle für Miss Marple im Krimi-Podcast. Jetzt hatten wir schon 3 Gänge serviert bekommen von dir. Zuerst gab es ja so typisch englisch, Würstchen im Schlafrock im Teig, quasi als Amüsbusch. Dann als Vorspeise Dim Sum, chinesische Dumplings. Und dann als dritter Gang bei Miss Marples Weihnachten mit so ein schweres Menü, ein richtiger Weihnachtsgans. Und was wäre denn jetzt ganz gut so als Dessert nach diesem schweren Gang, der einem im Magen liegt? Ein Schnaps? Oder vielleicht was Leichtes, Fruchtiges? Ja, aber du kannst ja keine Krimi-Geschichte mit was Leichten, Fruchtigen anfangen. Das sehen wir ja noch. Wir sind heute bei Tödliche Hochzeit, dem 4. Fall für Miss Marple. Spielt in England, aber bringt eine ganz andere Weltregion mit rein, oder? Also British Commonwealth, das ist groß, das ist ausgebreitet. Ja, aber hier sind ganz klare und viele Verweise auf Kolonien in der Karibik. Fiktive Insel Saint-Honoré ist vielleicht dem einen oder anderen Miss Marple-Kenner bekannt aus dem Buch von Agatha Christie, A Caribbean Mystery. Aber wer nicht bekannt ist, aber eine ganz große Rolle spielt, ist nämlich, Miss Marple hat diesmal einen Sidekick. Und zwar Miss Bella. Miss Bella ist ungefähr so alt wie sie, die beiden sind Freundin und Miss Bella kommt ursprünglich von Saint-Honoré und hilft Miss Marple in diesem Fall tatkräftig. Die Autorin hat den Bezug zu der Gegend. Ihre Eltern kommen von dort. Rita C. Mitchell heißt sie, ist britische Autorin, Krimis und Thriller und aber auch am Radio zu hören und engagiert sich auch für Kinder aus so Mixed Race und mit Bezügen zur Karibik. Und dann kann man noch sagen, vielleicht das auch noch spannend ist, wir sind jetzt mal für einmal nicht in der Zwischenkriegszeit, sondern mittendrin in den Swing 60s, oder? Genau, man darf jetzt wieder nicht zu genau nachrechnen, wie alt Miss Marple jetzt ungefähr wäre. Sie ist einfach die rüstige Dame um die 60, aber wir sind voll in den 60ern. Also wir sind in der Zeit der Beatles, der Stones, die Miniröcke und Studentenproteste. Ich meine, das ist doch wirklich was man eigentlich mit dieser altenglischen Miss Marple-Welt nicht zusammenbekommt. Aber auch Agatha Christie hat das schon eingeschrieben gehabt. Ein bisschen anders kommt es bei ihr rüber. Kann ich dir vielleicht danach ein bisschen erzählen. Oh ja, sehr gern. Wer liest in den 60ern, ja. Wer liest heute? Das ist Jana Horstmann. Und die Musik ist von? Emanuel Steffen ist ein junger Komponist aus Zürich. Wir haben zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und mein Prädikat empfehlenswert. Prädikat empfehlenswert ist auf jeden Fall auch die Lesung, die jetzt kommt. Tödliche Hochzeit. Viel Spaß. Eine tödliche Hochzeit von Rita C. Mitchell. 1. Selbst ein Mord konnte Miss Marple nicht dazu bewegen, die zärtlichen Augenblicke zwischen Braut und Bräutigam zu stören, als sie, ärgerlicherweise, aber leider unvermeidbar, zu spät beim merkwürdigsten Hochzeitsempfang eintraf, den sie je besucht hatte. Als sie sich leise in den Saal schlich, in dem das Hochzeitsfrühstück abgehalten wurde, vermochte sie zunächst nicht auszumachen, wieso genau alles so merkwürdig war. Am Veranstaltungsort war gewiss nichts auszusetzen. Der Bankettsaal eines Herrenhauses war fraglos ein standesgemäßer Ort, um die Vermählung des Sohnes eines Baronetts zu feiern. Die Wände waren gesäumt mit Gemälden der Ahnen des Bräutigams und die Möbel, die Beschläge und das Tafelsilber verströmten die ehrwürdige Schwere jahrhundertelanger Nutzung. Alles, was aus Messing oder auch vergoldet war, glänzte. Damit war also alles in Ordnung. Auch die Gäste hatten nichts Exzentrisches an sich, waren sie doch alle respektabel und sorgfältig angezogen. Und der liebestolle Bräutigam und seine Braut spielten ihre Rolle als glückliches Paar am Tag ihrer Hochzeit ganz ausgezeichnet. Peter Apfelstrand trug den traditionellen Cutaway, während seine Braut Mary Baptiste in ihrem weißen Chiffonkleid einfach blendend aussah. Wenngleich ihr Kleid für Miss Marples Geschmack vielleicht ein klein wenig zu modisch war. Nein, es war die Aufteilung der Gäste an der Ehrentafel, die Miss Marple so erstaunte.
ähnelte sie doch einer Szene aus einem dieser modernen New-Wave-Filme, die den Kritikern so zu gefallen schienen, das Publikum jedoch nicht selten irritiert zurückließen. Die Brautseite des Tisches war bis auf Miss Marples gute Freundin Miss Bella, die Tante der Braut, menschenleer. Marys Familie kam von Saint-Honoré, einer wunderschönen Insel in der Karibik, auf der Jane Marple unlängst Urlaub gemacht hatte. Vielleicht lag es ja an der Entfernung zwischen Saint-Honoré und England, dass nicht mehr von Marys Freunden und Verwandten hatten kommen können? Als Miss Marple sich, selbst etwas verwundert ob der Einladung, bei Miss Bella nach weiteren Angehörigen ihrer Nichte erkundigt hatte diese so ausweichend wie höflich geantwortet: »Familien können äußerst kompliziert sein.« Das können sie in der Tat. Während an der Tischseite der Braut gähnende Leere herrschte, drängten sich an der des Bräutigams die Gäste. Da waren Peters Vater, Sir Herbert Applestrand, seine Mutter, Lady Margaret, sowie sein Onkel mütterlicherseits, Bischof Ambrose, der die Trauung selbst vollzogen hatte. Wo man auch hinsah, wimmelte es nur so vor Familienangehörigen, und das Grinsen schien den Eltern des Bräutigams gleichsam ins Gesicht gemeißelt, während sie alle begrüßten, sichtlich darauf bedacht, den Schein zu wahren, wie eine Familie von Geiern, die auf ein Stück Aas herabgestoßen waren, nur um festzustellen, dass die Hyänen ihnen schon zuvorgekommen waren. Für ihr offensichtliches Unbehagen gab es eine unvermeidliche und unerfreuliche Erklärung. Wo man doch hoffen sollte, rassistische Vorurteile würden im England der 1960er der Vergangenheit angehören, war dies leider Gottes nicht der Fall. Lag der Grund für die gedrückte Stimmung bei den Applestrans womöglich darin, dass ihr Sohn und Erbe eine schwarze Frau aus Saint-Honoré heiratete? Vor Missfallen presste Miss Marple die Lippen aufeinander. »Jane, ich bin ja so froh, dass du kommen konntest.« Nachdem sich Miss Bella kurz von ihrem Platz neben dem glücklichen Paar entschuldigt hatte, begrüßte sie Miss Marple mit einer herzlichen Umarmung. »Es tut mir leid, dass ich zu spät bin.« Miss Marple hatte die Trauung verpasst. »Leider sind 2 Züge aus St. Mary Mead heute ausgefallen. Das hat bestimmt etwas mit den rücksichtslosen Sparmaßnahmen zu tun, die Lord Beeching der Eisenbahn verordnet hat.« Miss Bella ragte mit ihrer statuesken Erscheinung über ihrer viel kleineren Freundin auf. Sie trug ein schlichtes, malvenfarbenes Kleid, das den Schimmer ihrer braunen Haut wunderbar zur Geltung brachte, und einen schicken Hut, der keck auf ihrem Kopf saß. Ohne Hut ging Miss Bella niemals aus dem Haus. Während die beiden Frauen sich erst kürzlich noch gesehen hatten, als Miss Marple auf Saint-Honoré im Urlaub war, eine Reise, auf der sie auch die hässliche Affäre um einen toten Hotelgast hatte klären müssen, hatten sie sich eigentlich in einem engen Luftschutzkeller während der deutschen Luftangriffe kennengelernt. Während Bomben auf London fielen, hatte Miss Bella sich die Zeit damit vertrieben, Miss Marple, die gerade für einen Kurzbesuch in der Hauptstadt weilte, zu erzählen, dass man ihr verwehrt hatte, im Auxiliary Territorial Service zu dienen, wie es die damals noch junge Prinzessin Elizabeth getan hatte, dass sie sich von diesem Rückschlag aber rasch erholt und alles daran gesetzt hatte, stattdessen in die Women's Auxiliary Air Force aufgenommen zu werden. In der Einheit hatten noch andere Frauen aus der Karibik gedient, die dem Hilferuf des Mutterlandes gefolgt waren, wie man sie damals gelehrt hatte, England zu nennen. Dann, nach dem Krieg, war Miss Bella hier geblieben und Krankenschwester im neu geschaffenen National Health Service geworden. »Hat Marie denn keine Freunde, die sie hätte einladen können?« wollte Miss Marple wissen. »Sie ist eher eine Einzelgängerin. Eigentlich weiß ich nicht sehr viel über ihr Leben hier in England. Sie ist erst vor etwas über einem Jahr hergekommen. Ich glaube, sie hat so eine Art Bürojob.« »Weißt du, wie sie den Bräutigam kennengelernt hat?« »Nein. Sie äußert sich immer nur sehr vage darüber, wie es dazu kam«, fügte Bella hinzu. »Wir kennen uns nicht sehr gut. Was auch daher rührt, dass ich den Großteil meines Erwachsenenlebens hier in England verbracht habe. Ich will nicht, dass sie denkt, ich würde meine Nase in ihre Angelegenheiten stecken.« »Bist du hier in der Nähe abgestiegen?« fragte Miss Marple. »Ich teile mir ein Zimmer mit Marie im Fruit Pickers Arms, der Herberge unten im Dorf. Aber ich fahre morgen wieder nach Hause, während Marie und Peter heute Abend in die Flitterwochen aufbrechen.
Jedenfalls gehe ich davon aus. Auch da hat Marie sich eher vage ausgedrückt. Marie Baptiste schien sich bei vielen Dingen vage auszudrücken. Miss Marples messerscharfer Blick erhaschte nun noch eine andere Person am Ehrentisch. Wie es scheint, hat deine Nichte doch einen Gast. Der Neuankömmling war eine Frau, Anfang 20, ein paar Jahre jünger als Marie, gärtenschlank und groß, mit einem blonden Bob im Stil von Vidal Sassoon und derart braun gebrannt, als wäre sie vor kurzem erst aus wärmeren Gefilden zurückgekehrt. Sie stand vor Marie. Sie trug, was die eher anstößigen Zeitungen als Minirock bezeichneten. Er war unanständig kurz und gewiss nicht die Art von Kleidung, die eine manierliche junge Dame bei einem Hochzeitsempfang tragen sollte. Marie und ihr Gast tauschten, wie es schien, einige knappe Worte, und ihre Unterhaltung endete in einem langen Schweigen, woraufhin Marie die Schultern zuckte. Dann setzte sich die Frau auf den Stuhl, den Bella freigemacht hatte. Miss Marple und Miss Bella waren anscheinend nicht die einzigen, die diesen merkwürdigen Wortwechsel beobachtet hatten. Bischof Ambrose, der altehrwürdige Onkel des Bräutigams, studierte die Beine der Frau eingehend, und seine Miene ließ vermuten, dass er sich mit dem Gedanken trug, zu einer donnernden Moralpredigt wieder die Sünden des Fleisches auszuholen. »Kennst du diese junge Dame?« fragte Miss Marple ihre Freundin. Miss Bella schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich habe sie flüchtig beim Frühstück im Fruitpickers Arms gesehen. Vielleicht übernachtet sie ja auch dort. Marie muss sie gut kennen, sonst hätte sie wohl kaum einen Platz am Ehrentisch zugeteilt bekommen. Oh, wie ich sehe, wird Sir Herbert gleich alle bitten, sich zu setzen. Ich sollte mir lieber einen neuen Platz suchen, bevor er anfängt.« Während Miss Marple sich ihren Weg durch die umstehenden Gäste zu dem ihr zugedachten Platz bahnte, stand das ehrenwerte Mitglied des Oberhauses auf, noch immer mit einem steifen, wie gemeißelten Grinsen im versteinerten Gesicht. »Meine Gattin und ich freuen uns sehr, Sie alle in Strand Hall zur Vermählung unseres Sohnes Peter begrüßen zu dürfen. Gleich wird das Hochzeitsfrühstück aufgetragen, anschließend folgen die Reden. Eine geeiste Spargelsuppe, gefolgt von Lachs mit Gemüse, zum Abschluss dann ein Fruchtsalat, zu allem ein passender und ansprechender Weißwein und Champagner für die Tischreden, durchweg gute englische Kost. Als etwas über eine Stunde später alle satt waren, erhob sich Sir Herbert abermals und tippte mit der Gabel klirrend an sein Weinglas. Doch bevor er etwas sagen konnte, kam an der Brautseite des Tisches Unruhe auf. Maries geheimnisvoller Gast rappelte sich mühsam auf die Beine und schnappte nach Luft. Unter sichtlichen Schmerzen griff sie sich erst an die Brust, dann an den Bauch, bevor sie sich mit beiden Händen verzweifelt an die Kehle packte. Ihr Stuhl fiel rückwärts und polterte zu Boden, während sie an der entsetzten Braut vorüber auf den Vater des Bräutigams zutaumelte. Krächzend stieß sie hervor: Dann brach sie in den Armen des verdutzten Baronetts zusammen. Instinktiv schloss er die Arme um ihren zuckenden und krampfenden Leib. Dann erschlaffte sie. Sir Herbert schien einer Panik nahe, bis sich seine Frau mit der stoischen Gelassenheit der Oberklasse in die Bresche warf. Lady Margaret wandte sich an die Gäste. »Ach, diese junge Dame scheint in Ohnmacht gefallen zu sein. Es ist aber auch wirklich furchtbar stickig hier. Wäre jemand von Ihnen so nett und würde ein paar Fenster öffnen?« Dann drehte sie sich zu ihrem Gatten um und sagte mit gepresster Stimme und zusammengebissenen Zähnen: »Lass mich dir helfen, unseren Gast in den Salon zu geleiten, wo sie sich hinlegen und wieder zu Kräften kommen kann.« Die zu Hilfe herangeeilte Dienerschaft rasch wegwinkend, nahm Lady Margaret den schlaffen Arm der Frau und schlang ihn sich über die Schulter. Halb trugen, halb schleiften der Baronet und seine Gattin die junge Frau dann durch eine Tür am Ende des Bankettsaals. Miss Marple und Miss Bella wechselten beredte Blicke. Miss Bella war pensionierte Krankenschwester, während Miss Marple im Laufe ihres Lebens diesbezüglich schon so einiges erlebt hatte.
Beide Frauen waren überzeugt, dass die unglückselige Fremde tot war. Zwei. Hast du herausgefunden, ob die junge Frau tatsächlich tot ist? Wollte Miss Marple von Miss Bella wissen, während sie beide vor der Tür standen, durch die der Baronet und seine Frau verschwunden waren. Miss Bella war gerade wieder herausgekommen, nachdem sie versucht hatte, den Gastgebern ihre Dienste als ausgebildete Krankenschwester anzubieten. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit dazu. Sir Herbert und Lady Margaret haben mich gar nicht zu ihr gelassen. Sie behaupten, sie bräuchten keine Hilfe. Ähnlich wie Miss Marple genoss auch Miss Bella in der karibischen Gemeinde Londons einen gewissen Ruf als Amateurdetektivin. Immerhin war sie es, sie ganz allein, die herausgefunden hatte, was bei den berüchtigten sogenannten Steel Drum-Morden in Notting Hill wirklich geschehen war. Miss Bellas Miene war todernst. »Ich weiß nicht, was hier gespielt wird.« »Wieso gehst du nicht rein und machst dir selbst ein Bild?« Und genau das tat Miss Marple auch. Hinter der Tür befand sich ein Korridor, von dem eine Reihe geschlossener Türen abgingen. Doch es war nicht schwer zu erraten, hinter welcher von ihnen sich die Apple Strands verbargen. Ihre aufgebrachten Stimmen schallten klar und deutlich durch den Gang. »Ich sag dir, Herbert, und zwar zum letzten Mal, dass wir diesen Empfang nicht abbrechen werden. Du weißt, wie viel er gekostet hat.« Lady Margaret klang wie eine angriffslustige Bulldogge. »Erinnerst du dich denn nicht an das Grinsen dieses fiesen kleinen Bankiers, als wir ihn gebeten haben, unseren Überziehungskredit noch einmal zu verlängern? Mit einem Herrenhaus wie diesem hätten wir uns unmöglich davor drücken können, die Hochzeit bei uns auszurichten. Wenn wir es nicht getan hätten, hätte sich jeder ausrechnen können, wie es um unsere Finanzen steht. Wir können es uns nicht leisten, diesen Empfang abzusagen. Und womöglich noch für einen weiteren zu bezahlen. Schließlich ist ja kaum zu erwarten, dass die Familie der Braut ihren Pflichten nachkommt. Und der Schein muss unter allen Umständen gewahrt werden.« Miss Marple blieb stehen und lauschte weiter. »Du schlägst doch nicht ernsthaft vor, dass wir dieses tote Mädchen hier auf einem Stapel Orangenkisten liegen lassen, während wir rausgehen und die Hochzeit unseres Sohnes feiern?« ereiferte sich Sir Herbert. »Ich rufe die Polizei und einen Krankenwagen, und zwar auf der Stelle.« »Das wirst du nicht tun!« Die Antwort seiner Frau war wie ein Peitschenhieb. »Wir werden warten, bis alle Gäste gegangen sind, und dann verständigen wir sie. Die Verzögerung können wir problemlos erklären.« Als Herbert Apfelstrand widersprach, klang seine Stimme schon viel sanfter, schmeichelnder. »Ist es denn so schlimm, dass unser Sohn aus Liebe geheiratet hat, Margaret? Marie ist ein so reizendes Mädchen.« »Heiraten aus Liebe?« höhnte seine Frau. »Du klingst ja wie ein Zimmermädchen. In unserer Familie heiratet man nicht aus Liebe. Das weißt du genauso gut wie ich. Wenn unser Sohn seine Pflicht getan und sich eine standesgemäße und vermögende Ehefrau gesucht hätte, wären wir gar nicht erst in dieser Bredouille. Oder wäre es dir lieber gewesen, Peter hätte mit einer Frau wie diesem Flittchen angebandelt, das du zur Hochzeit eingeladen hast?« Der Baronet blieb stumm, was ihre Ladyschaft nur noch mehr in Rage brachte. »Ich sehe, du hast noch nicht einmal den Anstand, es zu leugnen.« Dann verstummte ihre Stimme schlagartig, womöglich, weil sie spürte, dass sich jemand vor der Tür herumtrieb. Miss Marple hielt es nun für angebracht zu klopfen, und die Tür öffnete sich gerade weit genug, dass in dem Spalt Sir Herberts tief zerfurchtes Gesicht zu sehen war. »Oh, Miss Marple, nicht wahr? Womit kann ich Ihnen helfen?« »Ich habe mich nur gefragt, ob ich Ihnen mit der jungen Dame, die erkrankt ist, nicht irgendwie behilflich sein kann. Ich habe einige Erfahrung mit Erster Hilfe, wissen Sie?« Apfelstrand lachte kurz und nicht sehr überzeugend auf. »Es wird Sie freuen, zu hören, dass die Patientin schon wieder auf den Beinen ist und gerade ein Glas Wasser trinkt.« Er wandte den Kopf und rief, »Stimmt's, Louise?« Dann dreht er sich wieder zu Miss Marple um. »Es ist ihr, um ehrlich zu sein, ein wenig peinlich
Und sie möchte nicht noch mehr Aufhebens verursachen. Wir sind in Kürze wieder auf unseren Plätzen. Wenn Sie also bitte so nett sind und zur Hochzeitsgesellschaft zurückkehren würden.« Dann wurde ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen. Dabei erhaschte sie jedoch noch einen weiteren Fetzen ihrer Unterhaltung. Lady Margaret sagte schneidend: »War das Jane Marple?« »Meine Patentante wohnt im selben Dorf wie Sie, St. Mary Mead, und hält sie für eine neugierige Querulantin. Hat wahrscheinlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, jetzt wo sie alt wird.« Miss Marple seufzte. Es war nicht das erste und würde beileibe auch nicht das letzte Mal sein, dass man sie als törichte alte Schachtel abtat, die schon mit einem Fuß im Grab stand, und sie dachte, was für ein himmelweiter Unterschied das doch war zur Art und Weise, wie man Miss Bella in ihrer karibischen Gemeinde behandelte. Ihre Freundin wurde hoch geschätzt, und niemandem würde es auch nur im Traum einfallen, sie allein bei ihrem Vornamen zu nennen. Das ehrenvolle Miss galt als Zeichen des Respekts vor ihrem Alter und ihrer Lebenserfahrung. Als sie den Gang wieder zurückschlenderte, fiel Miss Marple auf, dass eine der davon abgehenden Türen einen Spalt breit offen stand. Aus bloßer Neugier stieß sie die Tür auf und trat ein. Das Zimmer, das einst ein äußerst prächtiger Salon gewesen sein musste, stand nun völlig leer. Im Gegensatz zur Opulenz des Bankettsaals waren an den Wänden helle Flecken zu erkennen, wo früher einmal Bilder gehangen hatten. Das letzte noch verbliebene Mobiliar war in Holzkisten verpackt, die in wild verstreuten Stapeln auf dem nackten Dielenboden standen und darauf warteten, abgeholt zu werden. Die Apple Strands waren zweifellos in finanzielle Not geraten. Und was hatten sie womöglich sonst noch zu verbergen? Miss Marple und Miss Bella besprachen sich in einer ruhigen Zimmerecke. Miss Bella flüsterte ihrer Freundin zu: »Der Alligator legt zwar Eier, doch er ist kein Huhn, wie es bei uns zu Hause heißt.« Um Missverständnissen vorzubeugen, erklärte sie: »Die Dinge sind nicht immer so, wie sie auf den ersten Blick scheinen, nicht wahr? Gesunde junge Frauen fallen nicht einfach tot beim Hochzeitsessen um, und gewiss tut die Familie anschließend nicht so, als wäre ein toter Gast noch am Leben. Man muss nicht, wie ich, sein ganzes Leben Krankenpflegerin gewesen sein, um zu wissen, dass ihre Symptome die einer Vergiftung waren. Vielleicht sollten wir selbst die Polizei rufen.« Miss Marple dachte kurz darüber nach, schüttelte dann aber den Kopf. »Ich fürchte, Sie würden die Polizisten mit einer Ausrede wieder wegschicken, sollten Sir Herbert und Lady Margaret weiter leugnen wollen, dass sich eine Leiche auf dem Anwesen befindet. Was die Aristokratie betrifft, ist die ländliche Polizei für gewöhnlich ziemlich unterwürfig. Ich schlage vor, wir schauen erst einmal, ob wir nicht selbst ein wenig Licht in die Angelegenheit bringen können. Das Problem ist nur, dass wir nicht einmal wissen, wer sie ist, geschweige denn, wer ein Motiv haben könnte, sie zu vergiften, falls es das ist, was tatsächlich geschehen ist. Wir müssen mit Marie reden und herausbekommen, was sie weiß.« Wahrscheinlich haben wir sogar schon einen Hinweis auf ihre Identität. Sir Herbert nannte sie Louise. Er war zu durcheinander, um etwas zu erfinden, also ist das höchstwahrscheinlich ihr echter Name. Und seine Frau hat ihn beinahe unverhohlen beschuldigt, eine außereheliche Affäre mit diesem Flittchen zu unterhalten, womit sie, wie ich annehme, ebenso die tote und, wenn wir richtig liegen, ermordete junge Dame meinte. Miss Bella nickte zustimmend. Für mich klang es so, als habe sie noch versucht, den Nachnamen seiner Lordschaft zu sagen, bevor sie in seinen Armen zusammenbrach. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Vielleicht aber auch nicht, widersprach Miss Marple nach wenigen Augenblicken stillen Grübelns. In medizinischen Notlagen neigen Menschen natürlicherweise dazu, die Person, die gerade vor ihnen steht, um Hilfe anzurufen. Dagegen spricht jedoch, beharrte ihre Freundin, dass Louise an Marie vorbeigetorkelt ist, um zu seiner Lordschaft zu gelangen. Angesichts so vieler ungeklärter Rätsel schmiedeten Miss Marple und Miss Bella ihren Schlachtplan, und zwar mit nahezu militärischer Präzision. Miss Marple würde Augen und Ohren offen halten und zunächst einmal die Braut befragen, während Miss Bella versuchen sollte, die Herkunft des Gifts zu ermitteln.
Nach kurzer Suche fand Miss Marple Marie draußen auf dem Rasen am Rande des prächtigen Barockgartens. Auch noch andere Gäste machten dort gerade einen Verdauungsspaziergang, doch die frisch vermählte Frau stand ganz allein da, die Arme eng um sich geschlungen. Miss Marple schlenderte zu ihr hinüber und sagte mitfühlend: »Es tut mir ja so leid, dass Ihre Freundin Louise krank geworden ist.« »Wie bitte?« Marys Wimpern zuckten wild. »Wer?« »Die junge Dame, die neben Ihnen saß, die in Ohnmacht gefallen ist? Louise?« Marie wandte sich jäh ab und ließ den Blick über den ausgedehnten, gepflegten Park schweifen. »Sie ist nicht meine Freundin. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Oder wie sie heißt. Bei der Gästeliste hatte ich nicht viel mitzureden, fürchte ich.« Trotzdem ist es doch recht ungewöhnlich, eine Wildfremde an seinem Hochzeitstag zu bitten, sich neben einen zu setzen, Liebes. »Oh, sie hat mir erzählt, sie sei eine Freundin von Tante Bella«, erklärte Marie, wobei sie das französische Wort Tante benutzte. Obwohl man in Saint-Honoré heutzutage Englisch sprach, hatte sich das ein oder andere französische Wort gehalten. »Vielleicht meinte sie auch jemand anderen aus der Familie. Ich kann mich nicht erinnern. Sie hat gefragt, ob sie uns Gesellschaft leisten dürfe, und ich hätte es unhöflich gefunden, sie abzuweisen.« Dann wandte Marie sich wieder der Älteren zu, mit weit aufgerissenen Augen und Gänsehaut auf den nackten Armen vom kühlenden Wind. »Geht es ihr gut?« Miss Marple beschloss, sich nicht in die Karten blicken zu lassen. Ihre Schwiegereltern kümmern sich um sie. Dann wechselte sie rasch das Thema. »Wie haben Sie und Ihr entzückender Gatte sich denn kennengelernt?« Marie wurde nervös, geriet ins Stottern und erwiderte mit der für sie anscheinend üblichen Wahrheit: »Ich kann mich nicht erinnern.« Bevor Miss Marple nachhaken konnte, erschien der Bräutigam. Fürsorglich ergriff er zärtlich die Hand seiner Ehefrau. »Verzeihung, wenn ich euch beide unterbreche, aber ich glaube, meine Eltern werden gleich zurück sein und dann beginnen endlich die Ansprachen.« Miss Marple empfahl sich, damit die beiden kurz allein sein konnten, und kehrte zur Hochzeitsgesellschaft zurück. Schließlich gab es ja noch einen anderen Zeugen, den sie unbedingt befragen wollte. Sie machte sich die Unterbrechung des Programms zunutze und setzte sich auf den freien Platz neben Bischof Ambrose an der Ehrentafel. Natürlich kannte sie ihn nicht persönlich. Mit seiner Stimme wie mit seinen Ansichten war sie jedoch bestens vertraut. Er war Stammgast in diversen Radiosendungen, insbesondere dem Home Service der BBC, wo er dafür bekannt war, flammende Tiraden gegen die Übel der freizügigen Gesellschaft zu halten. »Bischof Ambrose, bitte verzeihen Sie die Störung, aber ich dachte, ich könnte die Gelegenheit ergreifen, um Ihnen zu sagen, wie vorzüglich mir Ihr Vortrag gefallen hat, in dem Sie alle guten Christenmenschen davor gewarnt haben, sich diese 4 jungen Männer aus Liverpool anzuhören, die Beatles, wenn ich mich nicht irre?« Ambrose fühlte sich dermaßen geschmeichelt, dass er ihren Fehler gern verzieh. »Es waren die Rolling Stones, Madam, aber vielen lieben Dank.« Miss Marple wusste, dass ihr Versuch, den Bischof zu befragen, äußerst rasch vonstatten gehen musste, da die Festlichkeiten mit der Rückkehr der Apple-Strands jederzeit weitergehen konnten. Also machte sie sich mit Eifer ans Werk. »Diese junge Dame, die erkrankt ist, kennen Sie sie zufällig?« Ambrose schürzte missbilligend die Lippen. »Bedauerlicherweise ja.« »Oh ja, so etwas geziemt sich wirklich nicht, oder?« Bischof Ambrose bekannte: »Ich gehöre ja gewiss nicht zu den Menschen, die den ersten Stein werfen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich sage lediglich eines: Man kann schwerlich von den niederen Schichten erwarten, sich gebührlich zu verhalten, wenn die Bessergestellten ihnen ein derart schlechtes Beispiel geben.« Dabei warf der Bischof einen, wie es schien, vorwurfsvollen Blick in Richtung seines Schwagers Sir Herbert, der just in diesem Augenblick den Raum betrat. »Der Fisch stinkt stets vom Kopf her.«
3. Zutritt nur für Personal stand warnend auf dem Schild an der Küchentür im Untergeschoss. Unter normalen Umständen hätte Miss Bella bei dessen Anblick sofort kehrt gemacht und wäre zurück zur Hochzeit geschlichen. Mit Regeln hielt sie es immer sehr genau, speziell wenn es dabei um Küchen ging. Doch eine starke Entschlossenheit, herauszufinden, was mit dem unglücklichen Mädchen geschehen war, trieb sie voran. Innen rannten unzählige Angestellte hektisch hin und her, und aus allen Richtungen wurden lauthals Bestellungen gebrüllt. Niemand bemerkte Miss Bella, doch sie entdeckte sofort einen Raum, der die Garderobe sein musste, und huschte rasch hinein. Dort fand sie einer jener grauen Kittel, die jeder hier zu tragen schien, und zog ihn an in der Hoffnung, dass, da manche der Kellnerinnen und Kellner ebenfalls schwarz waren, auch sie unbemerkt bleiben würde. Sie tauschte ihren Hut gegen die weiße Haube, die zur Uniform gehörte, und machte sich auf in Richtung der ausladenden Küchenspüle, in der sich Tabletts voller Teller und Schüsseln, die aus dem Speisesaal abgeräumt worden waren, turmhoch stapelten. Ihr Ziel bestand zunächst darin, das Essen auf noch so kleine Anzeichen von etwas Ungewöhnlichem zu untersuchen, alles, was auf Gift hinweisen könnte, und erst, wenn das keine Resultate zeitigte, die Reste der ausgeschenkten Getränke unter die Lupe zu nehmen. Doch der einzige Weg, die Teller zu untersuchen, ohne zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bestand darin, so zu tun, als würde sie abspülen. Unerschütterlich wie eh und je krempelte Miss Bella also die Ärmel hoch, steckte einen Stöpsel in den Ausguss und fing an, das Becken mit Seifenlauge zu befüllen. Während sie bühnenreif so tat, als würde sie das Geschirr abwaschen, es in Wahrheit aber nie ins Wasser tauchte, studierte sie jeden Teller sorgfältig auf alle Anzeichen oder Gerüche, die auf ein Verbrechen hinwiesen. Zunächst widmete sie sich dem Fischgang, als ihr eine Schüssel mit halb aufgegessenem Fruchtsalat ins Auge fiel. »Und was tun Sie eigentlich hier?« herrschte sie plötzlich eine strenge Stimme an. Als sich Miss Bella umdrehte, sah sie einen Koch mit hoher weißer Mütze vor sich, der sie zutiefst argwöhnisch beäugte. Seine Wangen waren so gerötet, dass es schien, als hätte er sich klammheimlich zu viel Kochbrandy genehmigt, während er Messer, Löffel und andere Küchenutensilien schwang. Dennoch konnte sie es ihm nicht verübeln, wollte er doch nur das Hochzeitsessen korrekt zubereiten. Und er besaß die rauen und geröteten Hände eines Mannes, der täglich hart für seinen Lebensunterhalt arbeitete. Schlagfertig wie immer entgegnete Miss Bella: Einer der Kellner wurde beim Abräumen gefragt, was in dem Obstsalat enthalten sei, und er fragte mich, ob ich es wüsste. Offenbar war es etwas Köstliches. Ich weiß doch, wie beschäftigt ihr Köche immer seid, also habe ich rasch selbst nachgesehen. Voller Stolz reckte der Koch den Hals, so dass seine Mütze wackelte. Mein Salat de Fruits, eine Prise exotischer Gewürze und meine geheime Zutat. Sie müssen den Gästen sagen, dass es ein Geheimnis ist. Er stolzierte davon, und Miss Bella wandte sich wieder dem Obstschälchen zu, das ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Mit einem Löffel fischte sie ein Fruchtstück heraus und starrte es voller Entsetzen an. Was verbarg Mary Baptiste? Warum gab sie vor, Louise nicht zu kennen? Und wieso wurde die Braut so ausweichend und fahrig, wenn man sie fragte, wie sie den Bräutigam kennengelernt hatte? All diese Fragen nagten an Miss Marple, als sie wieder an ihrem Tisch im Bankettsaal Platz nahm und wartete, dass der Bräutigam zu seiner Rede ansetzte. Miss Marples messerscharfer Verstand lief auf Hochtouren. Während sie überlegte, wie sie Marie unaufdringlich dazu bringen könnte, ihr mehr über ihre Beziehung zu der Toten zu verraten. Denn sie war sicher, dass weit mehr dahinter steckte, als Marie zugegeben hatte. Miss Marple lächelte zufrieden, als ihr plötzlich genau die richtige Idee kam. Sie wandte sich an die anderen Gäste an ihrem Tisch und merkte leise an: Ich habe mir schon oft gedacht, wie schade es doch ist, dass die Braut bei ihrer eigenen Hochzeit keine Rede halten darf. Meinen Sie das nicht auch?
dass nur der Bräutigam, sein Trauzeuge und die anderen Männer das Wort ergreifen dürfen. Und das heutzutage. Der rotgesichtige, an den Schläfen schütter werdende Herr ihr gegenüber war der anderer Meinung. Bräute, die bei einer Hochzeit Reden halten? Was sind Sie denn für eine? Eine radikale Emanze oder was? Zum Glück schluckte seine attraktive und viel jüngere Frau rasch ihren Köder. Sei nicht so unhöflich, Giles. Sie hat doch recht. Warum gibt man der Braut denn nicht die Möglichkeit, ein paar Worte zu sagen? Frauen haben schließlich auch eine Zunge, um zu sprechen, weißt du? Giles verdrehte die Augen, milderte dann aber seine Worte und zeigte seiner Frau gegenüber eine Art duldsame Zuneigung. »Ich weiß nicht, Liebes. Ich verhandle nur Gesetze. Ich mache sie nicht.« Dann richtete sich die Aufmerksamkeit aller wieder auf die Ehrentafel, wo sich nun der Bräutigam Peter Apfelstrand erhob und räusperte. Er gab mehrere Anekdoten zum Besten, allerdings nicht die, die Miss Marple hören wollte, wie er Marie kennengelernt hatte. Als er geendet hatte, seufzte sie also demonstrativ auf und sagte zu der attraktiven Frau an ihrem Tisch: »Ach, ich hätte ja so gern ein paar Worte von der Braut dazu gehört, wie sie sich kennengelernt haben. Ich bin ja eine solche Romantikerin.« Wie bestellt rief die Frau, die anscheinend schon mehr Wein getrunken hatte, als ihr gut tat, in den Saal: »Wie wär's denn mit einer kleinen Rede der Braut darüber, wie ihr euch kennengelernt habt?« Manche der älteren Gäste wirkten geradezu entrüstet angesichts ihres Benehmens. Auf einer High-Society-Hochzeit herumzukrakeelen wie ein Marktschreier auf dem Petticoat Lane Market gehörte sich einfach nicht. Viele der jüngeren Frauen jedoch nickten voller Zustimmung. Dies waren die Swinging Sixties. Die Welt veränderte sich, und zwar schnell. Beherzt stellte sich Peter der Herausforderung. »Wir haben uns in einer Anwaltskanzlei kennengelernt.« »Nein, das stimmt nicht«, fiel ihm Marie fast angsterfüllt ins Wort und fuhr dann mit ruhigerer Stimme fort. »Es war auf einer Party.« »Ach, wirklich?« Die Behauptung seiner Frau schien Peter völlig zu verwirren. Doch was auch immer er in ihrer Miene las, ließ ihn rasch zurückrudern. »Aber selbstverständlich war es auf einer Party. Wie konnte ich das nur vergessen?« Miss Marple musste sich eingestehen, dass ihr Plan fehlgeschlagen war. Und sie wollte den Tisch schon verlassen und Miss Bella suchen, um zu sehen, wie sie vorankam, als Giles, der rotbäckige Gatte der stimmmächtigen Frau, plötzlich das Wort ergriff. »Ich weiß, wie Sie sich kennengelernt haben.« Miss Marple hielt einen Moment inne. Dann nutzte sie die Gunst der Stunde. »Ach, wirklich? Bitte, erzählen Sie es uns.« »Ich bin der Anwalt der Familie. Eines Tages waren Peter und sein Vater in meinem Büro, um einige finanzielle Angelegenheiten zu besprechen. Meine nächsten beiden Klienten saßen schon vor der Tür und bekamen sich plötzlich furchtbar in die Haare. Jedenfalls gingen Peter, Sir Herbert und ich hinaus und schlichteten den Streit. Eine der Frauen war Marie. Da hat Peter sie kennengelernt. Er ist mit ihr vor die Tür gegangen, um sie ein wenig zu beruhigen, und dann hat er angefangen, ihr den Hof zu machen. In der Zwischenzeit ist Sir Herbert mit der anderen Dame woanders hingegangen, um dasselbe zu tun. Er hüstelte. Sie zu beruhigen, meine ich natürlich. Doch blickte er seine Frau dabei bedeutungsvoll an und zwinkerte ihr zu. Miss Marple sperrte die Ohren auf. Und wer, wenn ich fragen darf, war diese andere Dame im Wartezimmer? Die Frage schien ihn einigermaßen zu erstaunen. Nun, Louise McCracken natürlich. Die Frau, die am Ehrentisch ohnmächtig geworden ist. Miss Marple hastete, reich an Neuigkeiten, davon, blieb jedoch wie angewurzelt stehen, als sie auf dem Gang Miss Bella traf und ihre angsterfüllte Miene sah. Was ist los? Was ist passiert? Bella öffnete die gefaltete Serviette in ihrer Hand. Darin lag etwas, das aussah wie die Hälfte eines grünen Zwergapfels. Doch als Miss Marple danach greifen wollte, um ihn sich näher anzusehen, schlug sie ihr die Hand beiseite. »Nicht anfassen, Jane!« »Was um alles in der Welt ist das?« Bella war furchtbar außer sich. »Er war in der Schale mit dem Obstsalat.
den man der jungen Frau serviert hatte, dieser Louise McCracken. Louise McCracken. Miss Bella fuhr fort. Man nennt sie Äpfelchen des Todes. Hochgiftig. Sie können tödlich sein. In dem Obstsalat, den sie gegessen hat, müssen noch mehr davon gewesen sein. Es heißt, sie würden süß und verführerisch schmecken. Da sie merkte, wie erschüttert ihre Freundin war, ja fast den Tränen nahe, sagte Miss Marple, ich verstehe das nicht ganz. Wieso bist du deswegen so aufgebracht? Weil es die Frucht des Manchinellbaums ist, der nur in der Karibik vorkommt. Dieser Baum wächst auf Saint-Honoré, nicht hier. Sie sah Miss Marple direkt in die Augen. Auf dieser Hochzeit gibt es nur 2 Personen, die von Saint-Honoré kommen und über diesen Baum Bescheid wissen. Und ich habe Louise McCracken diesen Apfel ganz bestimmt nicht in den Nachtisch getan. Damit blieb nur noch eine Person übrig. Die Braut. Marie Baptiste. Ihre geliebte Nichte. »4. Deine Nichte ist unschuldig. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir werden es beweisen«, beteuerte Miss Marple im Taxi auf dem Rückweg zum Fruitpickers Arms. Wenn wir uns erst einmal gründlich in Miss McCrackens Zimmer umgesehen haben, kommen wir der Sache sicher auf den Grund. Aber wir müssen den wahren Täter so schnell wie möglich finden. Sonst verschwindet er ebenso rasch wie dieser Adler, um den alle gerade so ein riesiges Bohai machen. Miss Bella nickte bei der Anspielung auf den berühmt-berüchtigten Adler Goldie, der kürzlich aus dem Londoner Zoo entflohen und 13 Tage frei herumgeflogen war. Mit Feuereifer in der Stimme sagte Miss Bella, eine der Gründe, wieso ich so lange und verbissen darum gekämpft habe, in die Air Force aufgenommen zu werden, war, dass ich der nächsten Generation schwarzer Frauen den Weg ebnen wollte. Frauen wie meiner Nichte Marie, damit sie, wenn ihre Zeit gekommen wäre, erhobenen Hauptes einfach durch die Tür spazieren könnte. Bella Baptiste schüttelte sich kurz. Dann straffte sie voll Entschlossenheit die Schultern. Unmöglich, dass die Tochter meiner jüngsten Schwester einem anderen Menschen das Leben genommen haben könnte. In diesem Augenblick wurde es Miss Marple klar. Bei ihren Ermittlungen ging es nicht mehr nur darum, wer Louise McCracken getötet hatte. In erster Linie wollte Miss Bella nun Marie entlasten, die, wie sie überzeugt war, niemals ein solch heimtückisches Verbrechen begangen haben konnte. Indem sie in den Adel einheiratete, war sie ohnehin schon hartnäckigen Vorurteilen ausgesetzt. Ein weiterer Makel, der noch auf ihr lag, war also das Letzte, was sie nun gebrauchen konnte. Aber wer konnte der oder die Schuldige sein? Und wieso schien es, als würde der oder diejenige den Verdacht auf die Braut lenken wollen? Ein naheliegender Verdächtiger war Sir Herbert. Offensichtlich hatte er eine heimliche Affäre mit der unglückseligen Louise gehabt. Zugleich aber erschien es höchst unwahrscheinlich, dass er seine Geliebte zur Hochzeit seines Sohnes eingeladen hatte. Gewiss, wenn es tatsächlich eine Liaison gab, hätte Lady Margaret potenziell ein Motiv. Oder hatte sich Peter Apfelstrand womöglich an Louise für etwas gerächt, was sie seiner Marie angetan hatte und was wahrscheinlich auch der Grund für das Zerwürfnis in der Anwaltskanzlei gewesen war. Und was war mit Bischof Ambrose? Hatte sein Blick nicht doch etwas zu lange auf den Beinen der so großen, gärtenschlanken Miss McCracken geruht? War er den Sünden des Fleisches, die er so verdammte, insgeheim womöglich doch mehr zugetan, als er es je gestanden hätte? Die größten Moralapostel waren meist auch die größten Heuchler, ging es Miss Marple durch den Kopf. Erzähl mir mehr über den Manchinellbaum, Bella. Du hast ihn bei deinem letzten Besuch auf Saint-Honoré wahrscheinlich selbst gesehen. Er wächst am Strand und bildet eine Art natürliche Verteidigungslinie entlang der Küste, um sie vor Erosion zu schützen. Leider ist alles an dem Baum gefährlich. Nicht nur seine Früchte können tödlich sein, auch die Rinde und die Blätter. Der Baum produziert einen milchigen Pflanzensaft, der auf der Haut brennt und, wenn man ihn schluckt, die Kehle verätzt und furchtbare Magenschmerzen verursacht. Wenn man die Rinde verbrennt, so heißt es, setzt das Feuer giftige Dämpfe frei, die Menschen blind machen oder gar töten können.
Die Behörden malen weiße Kreuze auf die Rinde, um die Leute zu warnen und dafür zu sorgen, dass sie sich von ihnen fernhalten. Das Toxin, das sie hervorbringen, ist sehr stark und noch immer kaum erforscht. Den Blick hinab auf die geballten Hände gerichtet, sprach sie weiter. Obwohl die meisten Menschen auf Saint-Honoré wissen, dass sie diesen furchtbaren Baum meiden müssen, gibt es immer wieder Todesfälle. Traurigerweise sind es meistens Kinder. Ich kann mich an einen Fall erinnern, bei dem ein Kind am Strand unter einem dieser Bäume eingeschlafen ist. Der Saft aus der Rinde und den Blättern ist ihm auf die Haut getropft. Still und leise, wie ein Meuchelmörder. Der Junge wurde so schnell wie möglich ins Krankenhaus geschafft, aber dort konnte man nichts mehr für ihn tun. Eine Woge der Erinnerung trübte das übliche Funkeln ihrer braunen Augen. Das Trauergeheul der Mutter werde ich mein Lebtag nicht mehr vergessen. Stirnrunzelnd zermarterte Miss Marple sich das Hirn und versuchte sich zu erinnern, ob sie jemals von dem Manchinellbaum oder seinen giftigen Früchten gehört hatte. Als eifrige Gärtnerin war sie stets erpicht darauf, ihr Wissen über die Flora und Fauna dieser Welt, deren tödliche Spielarten inbegriffen, zu erweitern. Und wenn dieser Baum derart gefährlich war, müsste es gewiss Aufzeichnungen über die Todesfälle geben, die er verursacht hatte. Miss Bella, die die Gedanken ihrer Freundin gleich erraten hatte, hob den Kopf, doch ihre Mundwinkel waren tief herabgezogen. Todesfälle unter uns Einheimischen auf Saint-Honoré haben die Behörden nie sonderlich interessiert. Warum also sollten sie sich die Mühe machen, Buch zu führen, wenn einer von uns durch die Begegnung mit dem heimtückischen Baum stirbt? Sie legte die Stirn in Falten. Was mich aber wundert, ist, dass Louise McCracken so schnell gestorben ist. »Wie meinst du das?« hakte Miss Marple nach. »In allen mir bekannten Fällen, bei denen jemand durch den Genuss eines Manchinellapfels erkrankt ist, haben die Menschen entweder lange genug durchgehalten, um behandelt zu werden und dadurch überlebt, oder aber sie sind erst Stunden später gestorben, weil sie keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung hatten. Es muss also einen anderen Grund geben, wieso Maries Gast so rasch gestorben ist. Die dörfliche Landschaft Englands, so harmlos anmutend im Vergleich zu den Gefahren der Karibik, flog an ihnen vorüber, als sie im Taxi in den nächsten Ort fuhren, wo das Fruitpickers Arms auf halbem Wege an der mittelalterlichen Hauptstraße lag. Der Gasthof war das Paradebeispiel einer englischen Landherberge, zur Hälfte Fachwerk, doch hie und da mit etwas georgianischem Mauerwerk versehen und üppigem Efeu an exakt den Stellen, wo er den Gesamteindruck am besten komplettierte. Gesprenkelt von Licht der frühabendlichen Sonne wiegte sich das Schild im leichten Wind. Miss Bella verzog das Gesicht. »Ich sollte dich warnen. Der Hauswirt ist kein übermäßig sympathischer Kerl, ein Griesgram und permanenter Nörgler. Als Marie und ich ankamen, hat er uns gleich wissen lassen, dass nicht oft Gäste aus dem Commonwealth in seinem Hause absteigen würden. Bei ihm klang es, als wäre das etwas Gutes.« »Das hat er wirklich gesagt?« Miss Marple war empört, dass sich ihre wunderbare Freundin und deren geliebte Nichte mit solch unverschämten Vorurteilen herumschlagen mussten. Insbesondere, wenn sie es mit dem herzlichen Empfang verglich, den man ihr auf Saint-Honoré bereitet hatte. Der backenbärtige alte Trottel hinter dem Empfangstresen, dessen Kleider eher ihn zu tragen schienen als andersherum, taxierte sie mit verschlafenem, argwöhnischen Blick. »Meine Damen, wie kann ich Ihnen helfen?« Miss Bella trat vor. »Ich fürchte, einer Ihrer Gäste ist erkrankt, und wir sind hier, um Ihre Sachen abzuholen. Ihr Name ist Louise McCracken.« Der Gastwirt blieb standhaft. »Das kommt gar nicht in Frage. In solchen Fällen händigen wir die Schlüssel nur an die Polizei oder an Sanitätspersonal aus.« Miss Marple kniff ihrer Freundin sanft in den Arm und trat einen Schritt nach vorn. »Das können wir natürlich gut verstehen. Normalerweise würde uns auch nicht im Traum einfallen, Sie darum zu bitten. Aber wenn Sie sich an die fragliche junge Dame erinnern,
werden Sie gewiss verstehen, wieso Ihre Familie die Einbeziehung der Behörden so gering wie möglich halten möchte. Sie hat ihren Gasthof in einem Aufzug verlassen, der so manchen wohl geeigneter erscheint, um nachts damit zu Bett zu gehen, als sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Gastwirt schnaubte. »Meinen Sie die junge Dame in Zimmer 6? Dann spöttelte er mit bösartiger Schadenfreude. »Hat wohl ein heikles Ende mit ihr genommen, Kann nicht behaupten, dass es mich überrascht, so wie die aussah. Selbst in einem verschlafenen Nest wie unserem machen die schon Ärger. Langhaarige Typen und Mädchen von zweifelhaftem Ruf, die in offenen Sportwagen durch die Gegend rasen und zu jeder Tages- und Nachtzeit hupen.« Miss Marple trat noch näher. Louise stammt aus einer sehr respektablen Familie. Sie können sich also bestimmt vorstellen, dass ihren Angehörigen sehr daran gelegen ist, einen Skandal zu vermeiden. Wenn Sie uns also gestatten würden, die Habseligkeiten Ihrer Tochter abzuholen, wären wir Ihnen überaus verbunden. Der Gastwirt ließ sich die Situation einen Moment lang durch den Kopf gehen, bis das Mitleid mit den Eltern schließlich die Oberhand gewann. Als er den Schlüssel übergab, raunte er ihnen noch eine Klage zu. »Diese Louise hat ständig mit Elsie geschwätzt, meinem Zimmermädchen, und sie von der Arbeit abgehalten. Ich bezahle die doch nicht dafür, dass sie faul rumsteht und sich bei den Gästen einschmeichelt.« In Zimmer 6 wies kaum etwas darauf hin, dass dort überhaupt jemand gewohnt hatte. Auf dem Frisiertisch lag etwas Schminkzeug, daneben stand eine Reisetasche, in der sich nichts als Wechselkleidung befand. Miss Marple seufzte. Wie enttäuschend. Doch als sie sich schon auf den Rückweg machten, ging Miss Bella noch einmal zurück ins Zimmer und nahm etwas in die Hand, das einer Schmuckschatulle glich. Ein ziemlich ungewöhnliches Ding, meinst du nicht auch? Und oben ist ein Wappen eingraviert. Miss Marple erklärte, ich glaube, die Schotten nennen so etwas Snuffmull. Eine Art große Schnupftabakdose. Sie strich mit dem Finger darüber. Schottische Snuffmulls wurden aus Horn gefertigt, so wie dieser Deckel, und oft beließ man sie auch in der Form eines Tierhorns. Das hier ist ein antikes und recht kostbares Stück. Bei genauerem Hinsehen war Miss Marple in der Lage, einige der Einzelheiten des kunstvoll ziselierten Wappens zu entziffern. Andreaskreuz, ein Hirsch, ein Berggipfel, eindeutig schottisch, wenn auch auf eine recht klischeehafte Art. Miss Marple klappte das Kästchen auf. Darin befanden sich ein paar gezackte Blätter und ein kleines Stückchen Holz, von dem schon etwas weggeschnitzt war, dazu einige Späne. Hastig riss Miss Bella das Kästchen wieder an sich. »Fass sie ja nicht an, Jane!« Sie kippte die Blätter und das Holz am Schreibtisch auf einem Blatt Papier aus. Dann studierte sie alles unter der Leselampe. »Das sind Blätter und Rinde des Manchinellbaums. Sie sind bestimmt von dem giftigen Milchsaft überzogen.« Ihr Blick huschte hinüber zu Miss Marple. »Hat jemand sie vielleicht absichtlich hier deponiert, wohl wissend, dass sie mit den Händen in das Kästchen greifen würde? War das ein weiterer Versuch, Louise McCracken zu vergiften?« Sie verließen das Zimmer und schlossen es ab. Miss Bella ging bereits zur Treppe, doch ihre Freundin zögerte. »Nein, Bella, Liebes. Wir sind doch hier fertig, oder etwa nicht?« Es musste gesagt werden. »Wir müssen auch Maries Sachen durchsuchen. Die Polizei wird in Kürze ihre Ermittlungen aufnehmen, und wir sollten besser ein paar Antworten erhalten, bevor sie es tut.« Sobald sie im Zimmer waren, nahm Miss Marple Maries Koffer sorgfältig unter die Lupe und fand in einer Seitentasche einen flachen, silbernen, zweiflügeligen Bilderrahmen. Als sie ihn aufklappte, entdeckte sie darin 2 Schwarz-Weiß-Fotos, eins auf jeder Seite. Das eine zeigte einen weißen Marineoffizier, Arm in Arm mit einer adrett gekleideten schwarzen Frau. Dahinter sah man eine weiße, schindelverkleidete Kirche und ganz im Hintergrund einen großen Berg. Sie zupfte das Bild aus dem Rahmen. Mit Bleistift hatte jemand auf die Rückseite geschrieben: 24. Juni 1940.
Die andere Fotografie zeigte dieselbe Frau, wie sie liebevoll einen Säugling im Arm wiegte. »Weißt du, wer diese Leute sind, Bella?« Die Hände ihrer Freundin zitterten, als sie die Bilder nahm. »Die Frau ist meine jüngste Schwester Colette und das Baby ist ihre Tochter, Marie. Es muss auf Saint-Honoré aufgenommen worden sein, denn der Berg da hinter ihnen ist der erloschene Vulkan, der die Insel überragt.« Sie betrachtete den Mann in Uniform genauer. »Den habe ich noch nie gesehen.« Im Krieg befand sich auf der Insel ein Marinestützpunkt. Sie haben Jagd auf U-Boote gemacht und solche Sachen. Vielleicht hat er ja auf dem Stützpunkt gedient, meine Schwester kennengelernt, und wie es dann nun mal passiert, kam irgendwann ein Kind zur Welt. Ich war damals in London, aber ich habe gehört, dass sie geheiratet hat. Doch als ich nach dem Krieg wieder zurückkam, war da ein Kind, Marie, aber kein Ehemann. Und ich habe nicht weiter nachgefragt. Ohne ein weiteres Wort schnappte sich Miss Bella den Doppelrahmen und eilte hinaus. Wenige Minuten später kehrte sie mit der Tabakdose aus Louise McCrackens Zimmer zurück. Sie zeigte Miss Marple das Wappen auf dem Deckel und anschließend das recht abgegriffene Emblem auf dem silbernen Bilderrahmen. Es war dasselbe Motiv. Am Münztelefon im Erdgeschoss rief Miss Marple ihren alten Freund Sir Henry Clithering an, einen pensionierten Kommissar von Scotland Yard. Sie sprach leise in den Hörer und nach einem kurzen Gespräch legte sie wieder auf. Miss Bella und sie gönnten sich anschließend eine kleine Erfrischung, derweilen sie warteten, bis Sir Henry sie zurückrief, was er eine knappe Stunde später tat. Mit Hilfe der Informationen, die er liefern konnte, fanden Miss Marple und Miss Bella endlich die Wahrheit über den Mord heraus, der am Morgen verübt worden war. Miss Bella gab noch ein weiteres ihrer weisen karibischen Sprichwörter zum Besten. Bevor sich ein Affe Hosen kauft, muss er wissen, wo er seinen Schwanz hinstecken kann. Und sie erklärte, dieses Verbrechen war von vorn bis hinten sorgfältig geplant. Bevor sie gingen, erzählte der Gastwirt ihnen noch etwas. Das Mädchen in Zimmer 6 war gestern ziemlich untriebig. Er zwinkerte Miss Bella zu. Morgens habe ich gesehen, wie sie mit der jungen Frau gesprochen hat, die mit ihnen angereist ist, und abends dann unterhielt sie sich sehr angeregt mit seiner Lordschaft von oben aus dem Herrenhaus. »5. Louise ist tot?« Marie schossen Tränen in die Augen, und sie sank zurück aufs burgunderrote Chesterfield-Sofa. Miss Marple fiel auf, dass sie nun nicht mehr vorgab, die andere nicht zu kennen. In einem anderen Flügel des Anwesens war die Feier noch in vollem Gange. Nach ihrer Rückkehr nach Strand Hall und einem weiteren Besuch in der Küche hatte Miss Marple alle maßgeblichen Beteiligten diskret versammelt, in einem Zimmer, das Lady Margaret wohl gewählt hatte, weil es noch immer voll möbliert war. Hier eröffnete Miss Marple der Braut die traurige Nachricht von dem Todesfall, der sich auf ihrer Hochzeit zugetragen hatte. Beschützend zog Peter seine Gattin an sich und fuhr Miss Marple gereizt an. »Was soll das heißen, tot? Sie ist ohnmächtig geworden, und ich dachte, sie wäre jetzt schon auf dem Heimweg.« Miss Marples wacher Blick ruhte auf den Eltern. »Sie liegt tot in einem anderen Zimmer hier im Erdgeschoss. Habe ich nicht recht, Sir Herbert?« Herbert Apfelstrand hatte den Anstand wegzuschauen. Bei seiner Frau jedoch war es anders. Trotzig presste sie die Lippen aufeinander. Andererseits bedurfte es auch keiner Antwort. Die Stille der Wahrheit war so dröhnend wie ein Schrei. Miss Marple begann. Die junge Frau, die heute hier gestorben ist, war, wie einige von Ihnen bereits wissen, Louise McCracken. In ihrem Zimmer im Fruitpickers Arms haben wir einen Gegenstand gefunden, der das Wappen einer sehr wohlhabenden schottischen Familie trug. Clyde McCracken, das Oberhaupt des McCracken-Clans, ist unlängst verstorben, was seine Tochter Louise zu einer sehr reichen Erbin gemacht hat. Im letzten Krieg jedoch war Clyde McCracken als Marineoffizier in der Karibik stationiert gewesen,
auf Saint-Honoré, wo er eine Einheimische kennengelernt und sich in sie verliebt hat. Meine jüngere Schwester Colette, warf Miss Bella ein, so bewegt, dass ihre Stimme hörbar zitterte. Sie bekamen eine Tochter, die sie Marie tauften, fuhr Miss Marple fort. Als Clyde nach England zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Vater die Familie mit einigen sehr riskanten Finanzgeschäften ruiniert hatte. Wie in der Oberschicht üblich, musste Clyde also reich heiraten, was er binnen eines Jahres tat. Die wohlhabende Erbin stammte aus einer anderen Familie des schottischen Landadels. Und er arbeitete hart, um das Vermögen der Familie als gewiefter, im In- und Ausland tätiger Geschäftsmann wieder aufzubauen. Sir Henry hatte gar geschätzt, er habe es verdreifacht. Doch Clyde McCracken hütete ein Geheimnis. Als junger Marineoffizier hatte er mit Colette Baptiste nicht nur ein Kind gezeugt, sondern auch den Anstand besessen, sie zu heiraten, in einer Dorfkirche auf Saint-Honoré. Das bedeutete, dass seine Ehe mit Louise' Mutter bigamisch und Marie als sein erstes und einziges legitimes Kind seine wahre Erbin war, nicht Louise. Peter starrte seine frisch vermählte Ehefrau entgeistert an. »Schatz, ist das wahr?« Sichtlich bestürzt erwiderte Marie seinen Blick. Sie bebte leicht in seinen Armen und wollte eben etwas erwidern, als die donnernde Stimme seines Onkels durch den Raum schallte. »Wie?« spie Bischof Ambrose voll klerikaler Entrüstung aus. »Unmöglich! Die Kirche führt penibel Buch über alle Eheschließungen. Wenn er versucht hätte zu heiraten, während er noch immer eine Frau hatte, wäre man ihm auf die Schliche gekommen.« Miss Marple hatte das bereits in Betracht gezogen. Die Eheurkunde von Clyde und Colette lag in der Karibik, am anderen Ende der Welt. Niemand in England hätte sie einsehen können. Dies war beileibe nicht das erste Mal, dass so etwas vorgekommen war. Ich sage das nur ungern, lieber Bischof, aber während des Krieges und danach waren solche doppelten Eheschließungen nicht selten, was auch immer die Kirche davon halten mag. Endlich ergriff Marie leise das Wort. »Ich wusste, dass Clyde McCracken mein Vater war, aber ich wusste nicht, dass er meine Mutter geheiratet hatte, bis diese scheußliche Angelegenheit mit Louise anfing.« Peter umarmte sie noch fester. Clyde erwarb ein Ferienhaus auf Saint-Honoré, wo er mit seiner Ehefrau und Louise im Sommer Urlaub machte, während er mir und Mami heimlich Besuche auf der anderen Inselseite abstattete. Er bezahlte mir eine gute Schulausbildung und als ich nach England kam, half er mir, eine gute Stelle zu finden. Ein Feuer loderte in ihren Augen auf. Aber ich war immer sein kleines, schmutziges Geheimnis. Ich habe nichts von alledem gewollt. Ich habe meine Halbschwester nicht ermordet. Miss Marple richtete ihren neugierigen Blick nun auf Sir Herbert und dessen Frau. »Sie glauben doch wohl nicht, wir hätten irgendetwas mit Ihrem Tod zu tun«, empörte sich Lady Margaret. Miss Marple wandte sich an den Baronet. »Hatten Sie eine außereheliche Beziehung mit Louise McCracken?« Doch es war Miss Marple, die selbst antwortete, ohne auf Sir Herberts Reaktion zu warten, und zwar mit einer weiteren Frage, diesmal gerichtet an Marie, die mit von Anspannung gezeichnetem Gesicht auffällig still blieb. »Sie wissen, dass das nicht stimmt, nicht wahr, meine Liebe? Ihr Schwiegervater hatte keine Affäre mit Ihrer Halbschwester. Er versuchte nur, Ihnen zu helfen.« »Marie ist ein so reizendes Mädchen.« Miss Marple rief sich Sir Herberts Worte ins Gedächtnis, die er zuvor zu seiner Frau gesagt hatte. In diesen Worten hatte Zärtlichkeit gelegen. Und sie hatten mehr als deutlich gezeigt, dass er die Entscheidung seines Sohnes nicht nur von ganzem Herzen gut hieß, sondern auch eine tiefe Zuneigung zu seiner Schwiegertochter empfand. Er mochte sie so sehr, dass er ihr half, als sie in eine heikle Situation geriet. Ihre Stimme, kaum mehr als ein Flüstern, hauchte Marie: »Der Anwalt meines Vaters bestellte mich in seine Londoner Kanzlei ein, und das war auch der Ort, wo ich meiner Halbschwester zum ersten Mal begegnet bin. Er erzählte uns von der Heirat meiner Eltern und dass ich die rechtmäßige Erbin sei. Wir stritten uns.«
Liebevoll wandte sie sich an ihren jungen Ehemann. »Und dort habe ich Peter kennengelernt. Er kam mir zur Hilfe, aber er hatte den Inhalt meiner hitzigen Diskussion mit Louise nicht gehört, kannte also keine Einzelheiten. Danach ließ Louise mich nicht mehr in Frieden. Ständig drohte sie mir, ich solle kein Wort über die Ehe meiner Eltern sagen. Und dann fand Sir Herbert mich eines Tages völlig aufgelöst vor. Und er beschloss, Louise zur Rede zu stellen«, beendete Miss Marple ihren Satz. Sie wandte sich an Marys Schwiegervater. »Sie haben Louise im Fruitpickers Arms aufgesucht, um sie zu warnen. Leider wurden sie dabei von ihrem Schwager Bischof Ambrose beobachtet. Er erstattet seiner Schwester, Lady Margaret, umgehend Bericht und sagte ihr, sie wären in Gesellschaft einer jungen, attraktiven Frau gesehen worden und gäben sich zweifellos sündigen Verlockungen hin.« Erblassend und entgeistert fuhr Lady Margaret ihren Gatten an. »Stimmt das? Warum hast du es denn nicht früher geleugnet?« »Marie hat mir im Vertrauen erzählt, was vor sich ging. Nach der Hochzeit wollte ich dir alles erklären.« »Aber das Mädchen ist in deinen Armen zusammengebrochen und hat sogar noch versucht, unseren Familiennamen zu rufen. Apfel Strand, deinen Namen«, schimpfte seine Gattin. Ihr Mund verzog sich auf eine hässliche Weise. »Wahrscheinlich hat sie auch noch probiert, Herbert zu sagen und brachte nur das Wort nicht mehr heraus. Sie hat tatsächlich versucht, den Namen seiner Lordschaft auszurufen. Doch nicht aus dem Grund, den Sie annehmen«, ließ Miss Bella die Anwesenden wissen. Miss McCracken starb an einer Vergiftung. Jemand hatte ihr eine potenziell tödliche Frucht ins Dessert gemischt. Der Koch hat mir vorhin erzählt, dass er auf einer Anrichte eine abgedeckte Schale Obstsalat vorgefunden habe, als er in die Küche kam. Daneben lag eine handgeschriebene Notiz, auf der stand, der Nachtisch enthalte eine gewisse Spezialität aus Saint-Honoré, die Marie liebe. Die Notiz war von Sir Herbert und der besondere Nachtisch eine Überraschung für seine frisch gebackene Schwiegertochter. Herbert Apfelstrand empörte sich. »Das ist absurd. So etwas habe ich nie geschrieben.« »Das wissen wir«, versicherte ihm Miss Marple. »In einem Kästchen in Louise McCrackens Zimmer fanden wir Rinde und Blätter eines sehr giftigen Baumes. Des Manchinell-Baumes von Saint-Honoré«, erklärte Miss Bella. »Er kann tödlich sein.« Bischof Ambrose, der allem Gesagten aufmerksam gelauscht hatte, beugte sich vor und fragte ungläubig, »Wollen Sie damit etwa sagen?« »Ja«, bestätigte Miss Marple. »Es war Louise McCracken, die die Mordwaffe, die giftige Frucht, die man auf Saint-Honoré die Äpfelchen des Todes nennt, in Maries Nachtisch gemischt hat. Doch das reichte ihr nicht. Sie musste sicher gehen, dass Marie starb, und zwar schnell, also fügte sie dem Dessert auch noch Rinde und Blätter des Baumes hinzu. Das würde die Wirkung des Gifts im Obstsalat verstärken. Die Rinde hobelte sie ab, um sie als eine Art Gewürz zu tarnen, ähnlich wie gemahlener Zimt oder geriebene Muskatnuss. Hinzu kamen die Blätter, die sie raspelte. Wissen Sie, manchmal reicht es nicht aus, einen Apfel zu essen. Marys Halbschwester wusste, dass sie noch andere Teile des Baumes, an denen Milchsaft haftete, verwenden musste, um wirklich sicher sein zu können. Miss Marple fuhr fort. Marie hat bestätigt, dass Louise als Kind mit ihren Eltern auf Saint-Honoré Ferien gemacht hat. Also wird sie viel über den Manchinell-Baum gewusst haben. Und sie wirkte heute sehr gebräunt, was vermuten lässt, dass sie erst kürzlich aus einem Land mit äußerst heißem Klima zurückgekehrt ist. Seine Braut noch enger an sich schmiegend, sagte ein verwirrter Peter, »Aber Louise McCracken ist doch tot. Und Gott sei Dank nicht meine süße Marie. Das verstehe ich nicht.« Nun setzte Miss Marple das letzte Stück des Puzzles ein. »Marie, Ihre Tante Bella hat mir erzählt, dass Sie keine Äpfel mögen. Ich vermute, dass Sie, als der Nachtisch aufgetragen wurde, Ihre Schale mit der von Louise getauscht haben, da in ihrer keine Äpfel waren?« Marie nickte. Und das Wissen, wie nah sie dem Tod gewesen war, ließ sie erzittern. Und das am Tag ihrer Hochzeit. Lady Margaret indes war noch immer nicht überzeugt.
Aber diese McCracken wird doch wohl ihr eigenes arglistiges Teufelswerk erkannt haben, als man den Nachtisch vor sie auf den Tisch gestellt hat. Miss Bella hob mahnend den Zeigefinger. Marys Schwester hatte nicht mit dem Künstlerblick des Küchenchefs gerechnet. Ihm missfiel die allgemeine Aufmachung der Nachspeise, die er in der Küche vorgefunden hatte. Also schnitt er die Äpfel in Stücke und vermengte die Zutaten, womit er die Rinde und die Blätter tiefer in den Obstsalat einbrachte. Als ich ihn zum ersten Mal sah, waren seine Handflächen tiefrosa gefärbt, was ich für ein Zeichen harter Arbeit hielt, und seine blutunterlaufenen Augen führte ich irrtümlich auf übermäßiges Trinken zurück. Ich hatte mich geirrt. Sowohl seine Hände als auch seine Augen waren von der Berührung mit dem Apfel gereizt. Louise McCracken aß den Obstsalat, weil sie ihn nicht für die Portion hielt, die sie zubereitet hatte. Aber woher wusste sie überhaupt, welches Essen beim Hochzeitsfrühstück serviert würde? Es war Peter, der diese Frage stellte. Der Gastwirt des Fruitpickers Arms war sehr verärgert darüber, dass Louise ständig mit der jungen Frau plauderte, die in dem Zimmer Reine machte, erläuterte Miss Marple. Doch Miss McCracken wusste ganz genau, was sie tat. Sie hatte herausgefunden, dass Elsie, das Zimmermädchen, zu der Handvoll zusätzlicher Hilfskräfte gehörte, die man für die Küchenarbeit bei der Hochzeit in Strandhall angestellt hatte. Von Elsie hatte Marys Halbschwester erfahren, wie das Menü aussehen würde. Der Obstsalat war das perfekte Gericht, um darin ihren tödlichen Giftcocktail zu verstecken. Miss Marple nahm den Erzählfaden wieder auf. Als Miss McCracken klar wurde, dass sie sich vergiftet hatte, rapelte sie sich schwankend mit brennender Kehle und zuschwellendem Atemwegen auf. Sie torkelte los, suchte Hilfe, sah sich jedoch einem Dilemma gegenüber. Die Menschen, die ihr am nächsten waren beide ihre Feinde. Marie auf der einen Seite und Sir Herbert, der sie im Gasthof zur Rede gestellt hatte, auf der anderen Seite. Sie entschied sich für das geringere Übel, den Baronet. Und Miss McCracken hat tatsächlich den Nachnamen seiner Lordschaft gerufen, Apfelstrand. Aber nicht aus dem Grund, den Sie womöglich annehmen. Denn die giftige Frucht des Manchinellbaums wird nicht nur Äpfelchen des Todes genannt, man kennt sie auch unter dem Namen Strandapfel. In ihrer Not versuchte Louise allen mitzuteilen, dass sie den Strandapfel gegessen hatte, brachte aber die Worte nicht mehr heraus. Also deutete sie auf Sir Herbert, um auf seinen Namen hinzuweisen. Miss Marple sah alle Versammelten im Zimmer nacheinander an. Wir haben es also nicht mit einem Mord zu tun, sondern mit einem Fall, bei dem die Täterin und das Opfer ein und dieselbe Person sind, die an ihrer eigenen mörderischen Heimtücke zugrunde gegangen ist. Mit sorgenvoller Stimme wisperte Marie: Ich habe ihr gesagt, dass ich den ganzen Reichtum unseres Vaters mit ihr teilen würde, dass wir uns vielleicht besser kennenlernen könnten, wie echte Schwestern. Aber das reichte ihr nicht. Sie wollte alles für sich haben und mich tot sehen. Miss Marple betrachtete Marie mitfühlend. Ihre Halbschwester war ein verzweifelter, habgieriger Mensch. Bedächtig fügte Miss Bella noch eines ihrer karibischen Sprichwörter hinzu. Willst du alles, kriegst du nichts. Erst eine Woche später konnten Miss Marple und Miss Bella gemeinsam mit den Apfelstrands das glückliche Paar mit lauten Jubelrufen in die Flitterwochen verabschieden. Selbstverständlich hatten sie ihren Urlaub aufgrund der polizeilichen Untersuchung aufschieben müssen. Doch Sir Henry Clithering hatte dem diensthabenden Kommissar versichert, dass er alles glauben könne, was Miss Marple ihm erzählte, da sie bei ihren Untersuchungen stets akribisch vorgehe und seiner Erfahrung nach mit den Makeln der menschlichen Natur besser vertraut sei als jeder andere. Nun, da sie vor Strandhall standen, herzte und küsste Marie Miss Marple und Miss Bella ganz besonders innig. Dann stieg sie mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zu ihrem Ehemann in ihren schnittigen Jaguar E-Type. Die beiden Frauen schauten dem Wagen hinterher,
Während er die Straße hinabbrauste mit scheppernden, an der Stoßstange festgeschnürten Blechdosen und einem Just Married-Schild, das vom Kofferraum herabbaumelte. Miss Bella wandte sich mit einem schalkhaften Zwinkern in den Augen an ihre Freundin. Es scheint, als wäre Sir Herberts und Lady Margarets Wunsch wahr geworden. Ihr Sohn hat tatsächlich eine reiche Erbin geheiratet. Miss Marple nickte und erwiderte ihr Augenzwinkern mit den Worten: Viel wichtiger ist, dass 2 junge Leute sich gefunden haben. Einander und die Liebe. Susanne, Wolfram? Saint-Honoré gibt es nicht so richtig. Den Manchinellbaum, diesen Apfelbaum, gibt's den? Das haben wir doch das letzte Mal gelernt mit den fairen Regeln des Detektivromans. Du darfst keine unbekannten Gifte verwenden oder Gifte, die man aufwendig erklären muss. Ich meine, klar, hier muss Miss Bella ein bisschen erklären, aber den gibt's wirklich. Den gibt's wirklich. Ja, in all seiner Tödlichkeit. Gut. Findest du nicht auch, dass die Geschichte es ein bisschen offen lässt, warum Louise so schnell stirbt? Das steht einmal so als Frage im Raum Ja. und so richtig wird es nicht geklärt. Weil wenn Miss Bella das toxische Gift beschreibt, dann ist ja irgendwie, ja, da wartet man ein bisschen drauf, aber das kann ich euch nicht liefern. Das liefert der Text nicht. Sie hat es gegessen und das hat dann offensichtlich gereicht. Ist nun eine zarte Person, aber vergleichbar mit einem Kind, was ja auch da... Ich hatte lange erwartet, dass sie sich schon selber vergiftet hätte bei der Zubereitung, ohne es zu merken. War aber, glaube ich, nicht so. Ich denke, was ja doch beschrieben wird, wie nicht nur der Apfel da drin schwimmt, sondern in die Schale wirklich dann noch die Rinde so die konnte so ganz langsam eine Infusion machen und das ganze Gift abgeben. Ja. Stundenlang. Das habe ich es mir dann erklärt. Ja, ich glaube, anders geht es nicht, weil sie ist ja ein geplanter Mord und sie wird sich dann in der Vorbereitung nicht zufällig daran vergiften, sodass das schon länger wirkt. Ein ganz starkes, ein ganz schlimmes Bild ist von dem Kind, das am Strand in Saint-Honoré einschläft unter einem Baum und dann nicht mehr aufwacht. Tödlicher Schlaf, ja. Von dem runtertropfenden Gift. Ja. Ganz schlimm. In The Caribbean Mystery, also wenn Miss Marple dort ist, kommt er übrigens nicht vor, der Baum. Da spielt er keine Rolle. Okay. Genau, da wird noch mit... nee, ich verrate es nicht. Wer es noch lesen möchte, sage ich nicht, was da die Mordwaffe ist. Aber was man sagen könnte ist, ich habe das Buch, kannte es vorher nicht, ich habe es natürlich gelesen, nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, weil ich dachte, da müssen ja Parallelen sein. Aber man muss mal wirklich sagen, also Miss Marple ist out of the blue auf der Insel. Natürlich hat die Neffe Raymond sie wieder dorthin geschickt zum Rekonvaleszieren. Aber von der Reise kriegt man so nichts mit. Aber auf einmal ist Miss Marple unter Palm und bewegt sich dort aber eigentlich in der klassisch englischen Gesellschaft. Klar gibt es auch Amerikaner, aber das ist so ein mittelständisches Hotel, weiß auch nicht, jetzt total fancy oder so. Es gibt so Bungalows und in einem wohnt halt das englische Paar, in dem anderen das amerikanische. Dann gibt es noch einen alten Engländer mit seinen Bediensteten und somit gibt es eigentlich wenig Ausflüge auf die Insel. Okay. Und es wird auch eine Angestellte, eine Einheimische ermordet. Aber da muss man auch mal sagen, also der Tod fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht. Also da wird immer gesagt, ja, das Mädchen, das war bestimmt irgendeine Männergeschichte. Aber, das muss man auch, da staune ich jedes Mal drüber, es ist aber auch bei Agatha Christie so, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand ermordet wird, sei es der Bruder oder der Ehemann, groß trauern tun die alle nicht. Das gehört zum Leben dazu. Ja, da wird relativ schnell drüber hinweggegangen und so das nächste Pferderennen kommt 2 Tage später. Das ist schon verrückt. Ja. Geht man dann eher eben die Hochzeit, Show must go on, oder die Hochzeit geht einfach weiter? Ja, es hat einfach nicht so, das ist es. Vielleicht ist es einfach, wenn man es im größeren Picture sieht. Weißt du, Generationen kommen, gehen, da ist dann so ein einzelner Zweig. Macht dann auch nicht so viel aus. Spannendes Feld, aber wirklich vor allen Dingen so karibisch herkommende Menschen in England. Wer da noch lesen möchte, empfehle ich auch sehr Bernardine Evaristo, die das auch in Büchern hat. Mr. Loverman zum Beispiel, da geht es um einen älteren Herrn aus der Karibik, wie der so sein Leben in London organisiert. Oder Girl, Woman, Other spielt es auch mit rein. Also wenn man da mal ein bisschen in so eine Einzelgruppe reinschauen möchte, kann ich das sehr empfehlen. Ich fand das wirklich noch eine bemerkenswerte Entscheidung der Autorin, eben die Miss Bella Baptiste noch dazu zu stellen. Fand ich sehr spannend, die zu erfinden. Ja. Einfach insofern, es hatte für mich sowas von, weißt du, man sagt es doch manchmal auch bei der Kunstgeschichte,
dass es ganz viele Frauen gab, die gar nicht aufgezeichnet wurden. Dass es wie nochmal eine andere Geschichte gibt, die eigentlich, wie man wie neu erzählen müsste, die Geschichte der Frauen. Und für mich hat das hier sowas wie, man erzählt noch die Geschichte der eingewanderten, dunkelhäutigen, karibischen Detektivin, weißt du, so ein bisschen, also wie nochmal eine parallele Geschichte dazu tun. Und ich würde jetzt eigentlich gerne noch mehr Abenteuer mit Bella lesen. Ja. Weißt du, das finde ich macht es sehr geschickt, weil es auch so selbstverständlich dargestellt wird und sie ihm auch so gut ermittelt. Ja, eben diese wenigen Hints, die es da gibt, die Verweise auf den Militärdienst, wo einfach dann viele halt nur in Anführungszeichen im medizinischen Bereich aushelfen konnten. Das, finde ich, ist ein toller Background, so Biopunkt. Auch, dass die beiden sich in einem Luftschutzbunker getroffen haben, stellt man sich auch sehr bildlich vor. Und es wird ja nur einmal gesagt, sie hat diese legendären Steel-Drum-Morde aufgeklärt. Und dieser Titel, das ist so toll, das ist toll, ja. Steel-Drum-Morde. Das macht Watson ja auch manchmal bei Sherlock Holmes. Er lässt nur so Fälle droppen, ohne die auszuführen. Ich glaube, da sind später auch ein paar Pastiches entstanden, aber die sind manchmal schon so spannend, weil du halt nur 2 Worte bekommst. Ja, in dem Fall auch. Ja, vielleicht schenkt uns das ja Reader C. Mitchell nochmal eine Miss Bella-Reihe. Das wäre toll. Sag mal zu den Swinging 60s. Du hast ja davor gesagt, bei Miss Marple würden die auch mal auftauchen, zumindest die 60s ohne Swing. Ja, es ist lustig. Ich lese gerade The Mirror Cracked from Side to Side. Und das ist ein relativ spätes Buch. Und Miss Marple ist dann auch schon wirklich angeschlagen. Also sie hat auch wieder von ihrem Neffen finanziert, eine Art Haushälterin oder Pflegerin. Aber die größten Veränderungen, ich bin noch nicht durch mit dem Buch, aber es spielt in St. Mary Mead und geht vor allen Dingen quasi aus dem Blick, was hat sich denn dort verändert? Und das ist natürlich all das, was ist weggebrochen. Also eine dörfliche Struktur mit vielen kleinen Läden. Auf einmal gibt es einen großen Supermarkt. Und die alten Freundinnen von Miss Marple schimpfen halt darüber, wie man sich das vorstellt. Man läuft da rum und stundenlang und findet nichts. Und dann muss man sich an eine Schlange anstellen, um zu bezahlen. War doch viel einfacher, wenn man früher in den Laden reinging, an die Theke. Und dann hat einem die Frau alles zusammengesucht. Oder, dass die schönen Blicke verstellt werden. Es gibt nicht mehr diese kleinen Cottages nur, sondern auf einmal gibt's The Development. Und das ist einfach eine Neubausiedlung, wo Miss Marple danach auch mal rüberspaziert, um zu gucken, wie wohnen die denn wirklich so. Weißt du, sie lässt dann auch nicht bei den Gerüchten sein, sondern sie macht sich dann selber ein Bild. Weiter bin ich noch nicht, aber das ist halt nicht so verständnisvoll wie hier, wo Miss Marple ja irgendwie sehr offen auch noch in dieses neue Jahrzehnt mit einsteigt. Ja. Was muss ich dich noch fragen? Ja. Das Ehepaar Apfelstrand. Klingt jetzt ja ein bisschen lustig auf Deutsch. Ich habe mich dann gefragt, wie klingen die auf Englisch? Apple Beach. Nee, die hießen Apfelstrand. Das ist quasi wirklich altehrwürdig eingesetzt, wahrscheinlich mit deutschen Vorfahren. Und wir durften ja nichts ändern. Und ich meine, so Wortspiele sind immer schwierig bei Übersetzung generell. Aber dann ist es im Original eigentlich nicht ganz so auf die 12, weil dann ist dann zwischen Apple und Äpfelstrand, oder? Genau. Und bei uns ist jetzt ja auf Deutsch genau gleich. Wir durften am Text nichts ändern. Ganz leicht haben wir das gemacht, weil eigentlich, wenn Louise stirbt, dann schafft sie es noch zu sagen, Äpfel. Und ich meine, das ist im Englischen bedeutet das deutsche Wort Apfel erstmal nicht so viel, wenn sie es hier schon voll ausgesprochen hat. Deswegen haben wir es hier so ein bisschen im Wagen gelassen, dass sie nur Äpf sagen kann. Die berühmte letzte Worte. Und dass man nur darüber mutmaßen kann, ob sie den Namen aussprechen wollte. Ja, da denkt man schon dann eine Weile drüber nach, wie viel. Weil die Befriedigung muss es ja, wenn du auf so Worte gehst, muss die ja danach sein, aha, wie spannend und toll, das löst sich hier vielleicht nicht ganz ein, aber das war die Hoffnung, dass der Rest des Falls und die Szenerie dann irgendwie nochmal für diese 4 Geschichten schön verdeutlicht, wie alt und neu zusammenkommen. Und deswegen habe ich mich eigentlich doch entschieden, die auszuwählen. Für mich kam schön überraschend tatsächlich, dass der Schwiegervater es wirklich sehr gut gemeint hat mit seiner Schwiegertochter. Ja. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Ein berührender, schöner Schluss. Ja. Glaubt man nicht, ne? Man glaubt den guten Menschen dann. Man glaubt es ganz lange nicht, aber dann, als es dann mal kommt, ist dann doch, kann man es total nachvollziehen. Und dann siehst du ja, sie wurden ja jetzt auch irgendwie belohnt. Also sie waren ja jetzt nicht so. Sind doch den reichen Erben am Schluss. Die haben doch den reichen Erben, haben doch alles richtig gemacht. Mit dem Jaguar Type I. Ja. Und dem Blechdosenschwanz. Ja. Gut, jetzt hatten wir hier 4 neue Fälle für Miss Marple. Am 12. Januar
Hat Agatha Christie 50. Todestag. War ja auch so ein bisschen anders für uns, die zu produzieren. Schreibt uns doch, ob ihr Lust habt auf noch mehr Miss Marple-Fälle oder mehr neue Fälle für Miss Marple, auch ohne Jubiläum. Das ist einfach, weil sie so schön sind. Wir hören uns am Samstag wieder. Dann ist Vollmond und das heißt Zeit für gruselige Geschichten im Hörspiel-Podcast. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.